Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion und ich bin der Corby. Mit dabei habe ich den Mike. Grüß dich, Mike. Servus und Habidere beieinander. Du bist wahrscheinlich jetzt total aufgeregt, weil wir mit ein paar Wochen Verspätung über einen Welthit mal wieder reden. Mhm. Und es ist nicht die Fortsetzung von Die Klapperschlange. Oder auch die Fortsetzung von Hellraiser, leider. Ja, sondern es ist die Fortsetzung von Avatar. Avatar. Sehr schön. The Way of Water. Genau, Fortsetzung von Avatar Aufbruch nach Pandora von 2009. Also wir setzen jetzt schon mal voraus, dass ihr alle Avatar Aufbruch nach Pandora gesehen habt. Und ja, Mike, ich glaube, wir schaffen das schon, dass wir über The Way of Water spoilerfrei reden, oder? Ich weiß nicht, ob man bei dem Ding irgendwo spoilern kann. Seien wir nicht besser. Also höchstens ein Tod oder zwei, aber sonst seien wir nicht best. Das war dieselbe Leier wie der Einser. Na. Jo. Na. Ah, okay. Was bist du pro Avatar? Das habe ich nicht gesagt, aber es ist schon ein Stück weit was anderes, weil wer hätte jetzt gedacht, The Way of Water spielt hauptsächlich am Meer und im Wasser. Mhm. Genau, während der Aufbruch nach Pandora eher dieses Wald-Setting gehabt hat und Fliegesetting, weil da viel Walnussvögel, so halb Schmetterlingsvögel rumgeflogen sind. Und jetzt befinden wir uns ja da eher im Wasser. Ja, das ist aber schon der einzige Unterschied. Naja, auch nicht ganz. Also für alle, die überhaupt nicht wissen, was Avatar eigentlich ist. Also wir reden ja hier natürlich von der Filmreihe von James Cameron, die er ja weiter fortsetzen will. Oh Gott. Es geht um den Mond Pandora und auf dem Mond Pandora, da gibt's so ein paar Aliens, die sind groß und blau und heißen Na'vi. Und die kriegen in dem ersten Teil Besuch von den Menschen und die Menschen wollen da so einen bestimmten Rohstoff abbauen, den sie dann für die Erde brauchen. Das Besondere dabei ist, dass sie die Menschen oder ihren Geist irgendwie in so künstliche Na'vi reinversetzen können und dann wie ein Na'vi rumspazieren und da die Luft atmen können und lauter so einen Scheiß. Mhm. Und der Jake Sully, um den geht's die ganze Zeit in dem ersten Teil, der lernt halt dann die Kultur kennen von diesen Na'vi und eigentlich ist er so ein verdeckter, ja nicht Ermittler, sondern er spielt so eine Doppelrolle zwischen Forschung, die halt wirklich diese Kultur erforschen wollen, und vom Militär eingesetzt, ja, findet man heraus, wie die ja kämpfen und wie man die besiegen kann, also so ein Scheiß. Er verliebt sie dann in die Neytiri, eine waschechte Na'vi. Wie hätte es anders sein sollen? Sie vertreiben dann am Ende die Menschen. Der Jake bleibt in dem Körper von dem Na'vi, den er besetzt. Unter anderem deswegen, weil er in seiner Menschenform auch nicht mehr gehen kann, durch einen Unfall noch von der Erde. Und genau, so das ist, denke ich, jetzt mal das Wichtigste aus Aufbruch nach Pandora. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Na, alles gut. Also fast wie Pocahontas quasi. Ja, auch nicht ganz. Gerade wo ich gedacht habe, ich habe alles erzählt. Ist da was mit gleich gefallen? Ja, schon. Ja. Sigourney Weaver. Mhm. Ist dabei. Genau, sie ist dabei. Ja. Und sie ist die Leiterin von diesem Forschungsteam und die stirbt leider in Aufbruch nach Pandora und bleibt aber dann auch in ihrem Na'vi-Körper tot zurück. Und jetzt kommen wir zu ein paar interessanten Sachen, weil in Avatar The Way of Water spielt das Ganze 10 Jahre, nachdem der Jake und die Neytiri die Menschheit besiegt haben. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie eine Familie gegründet haben und ein paar Kinderchen in die Welt gesetzt haben. Ja, die waren fleißig, die zwei. Genau. Aber mindestens eins dieser Kinder ist so ein Patchwork-Kind.
Mhm. Das meine ich, hat ja sogar 5 Finger, oder? Die anderen haben bloß 4. Nein, die haben alle 5. Haben alle 5? Ja. Ah, sauber. Dann verzeih mal, was sind das für Patchwork-Kind? Da muss mir jetzt schnell weiterhelfen, was für ein Patchwork-Kind? Das sind die, wo sie ihn aufgenommen haben, ein Tarzan, oder was? Ah, nein, ich meine die Kiri. Boah, da muss mir jetzt noch mal helfen mit der Kiri. Bei mir ist schon Zeit her, dass ich das letzte Mal gesehen habe und ich wollte mir jetzt aber auch die 3 Stunden jetzt da nicht nochmal hinsetzen für das Ding. Helf mir schnell mit der Kiri. Okay, leck. Also, für was habe ich jetzt gerade das nochmal angesprochen mit der Sigourney Weaver? Deswegen, weil, obwohl sie gestorben ist, hat ihr Navi anscheinend irgendwie ein Kind ausgetragen und dieses Kind ist die Kiri. Ah, okay. Mhm. Deswegen, also es ist eigentlich nicht tatsächlich eine Tochter vom Jake und von der Neytiri, sondern sie ist praktisch so eine Adoptivtochter. Ah, so, okay. Jetzt haben wir wieder beieinander. Du kannst vielleicht jetzt höchstens nur, wenn du dich nur dran erinnern kannst, erklären, wer das Tarzan-Kind ist. Das Tarzan-Kind, das ist ganz lustig, weil das ist das Kind vom Charakter von Stephen Lang, der Colonel Miles, der im ersten Teil gestorben ist, der coolste Typ im ersten Film war, der Obermilitärtyp, der so einen richtigen Hass auf den Navi hat, dann aber leider abbrackt wird. Und aber ein Kind hat auf diesem auf Pandora. Und da der zu jung ist zu der Zeit, dass der in den Kryostasis-Schlaf kann und dann wieder heimgeschickt werden kann auf die Erde, muss der quasi auf Pandora bleiben und schließt dann aber Freundschaft mit unserer Navi-Familie und die nehmen den quasi so auf als Menschenkind mit der Gasmaske. Der braucht quasi immer eine Gasmaske, dass er auf Pandora atmen kann und der läuft halt immer so mit. Und der schaut aus wie der Tarzan. Das stimmt, ja, tatsächlich. Hey, ein bisschen was weiß ich noch. Irgendwie haben alle voll Bock drauf, so komische Art Rasterlocken-Frisuren zu haben. Ja. Und dadurch schaut halt eher ein bisschen aus wie Tarzan, das stimmt, ja. Oder der Mowgli. Mowgli, ja, stimmt. Wie Mowgli. Wie schon gesagt, er spielt ja im Wasser, also es geht dann auch darum, die Menschheit kommt zurück und unsere Navi-Familie muss fliehen und sie fliehen dann in zu einem Wasserclan und da geht es halt dann darum, dass sie irgendwie aufgenommen werden und lernen halt dann dort so die Gegebenheiten kennen. Ja, es kehrt ein böser Protagonist zurück und der macht denen das Leben schwer und darum geht's in dem Film. Habe ich das richtig verstanden, dass er quasi seine ganzen Leute alle zurücklässt und mit seiner Brut abhaut zu die Wasserleute und die anderen überlässt er sich selber quasi, oder? Habe ich das richtig verstanden? So habe ich es auch verstanden. Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe jetzt nicht im Kino gesehen oder so, oder auch jetzt nicht zeitnah, wo er im Kino kam, sondern jetzt erst vor kurzem. Ja. Und er läuft jetzt seit einiger Zeit auf Disney Plus, was natürlich dazu verleitet, dass man sich den vielleicht an Etappen anschaut. Ich habe mal auf 3 Anläufe angeschaut. Ja. Weil ich 3-mal eingeschlafen bin. Okay. Nein, jetzt habe ich wieder gesagt, jetzt bin ich ihn ab, den Scheißdreck. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich aber doch wissen, wie es weitergeht. Dann, zweite Etappe, Ende, habe ich mir gedacht, jetzt klangt's. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde von dem Ding. Jetzt gebe ich ihm noch dieses Ende, weil ich möchte jetzt wirklich wissen, wie dieses Ding jetzt noch ausgeht. Und dann aufs 3. Mal haben wir dann gepackt. Ich habe, bevor wir jetzt aufgenommen haben, tatsächlich viel überlegt, inwieweit geben wir überhaupt auf die Handlung ein. Und ich darf ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig jetzt auf die Handlung eingehen, weil um diesen Film drumherum kann man, glaube ich, über genügend Sachen noch reden. Wie zum Beispiel den Cast. Also wir haben ja hier natürlich wieder die Zoe Saldana, die wieder die Neytiri spielt. Genau. Oder an Sam Worthington, der den Jake Sully spielt. Der Mordsduselcode hat, weil der eigentlich in der Versenkung verschwunden ist, den wollte kein Sau mehr engagieren, bis der James Cameron wieder um die Ecke gekommen ist und hat gesagt, hey, schaust wieder mal vorbei, mir brauchen wir die wieder. Und er hat gesagt, ja, natürlich, hey, bevor ich nur Dosenravioli fries, möchte ich doch wieder mal einen Hamburger, spähe ich mit. Der hat Mordsduselcode, das sagt er eh. Was? Der hat doch nur noch Scheißdreck gemacht seit Avatar. Überhaupt Dann nicht. hat er noch sein Ding gemacht, wie heißt er dann? Den Kampf der Titanen. Und der Rest war doch nur noch Direct-to-Video. Ja, Moment, der hat so ein bisschen gewechselt. Also der war jetzt ziemlich früh in der Gaming-Branche unterwegs. Was? Ja, Okay. der hat ich glaube, Black Ops
was ist das? Call of Duty, glaube ich. Da hat der, glaube ich, recht früh in der Kampagne und so mitgewirkt und hat da, glaube ich, auch, also mittlerweile wird er da recht früh geschauspielert. Achso, der hat nicht mitgespielt, der ist nicht vom Fernseher gesessen und hat gesagt, der hat mitgespielt in dem Spiel. Ja, genau. Okay. Also so ähnlich wie bei The Last of Us oder so hat er da, glaube ich, einiges getan. Okay. Also ich kann halt nur filmtechnisch sagen und da ist halt wirklich nur noch Käse gekommen. Ja, also okay. Für ihn ist das wahrscheinlich jetzt wirklich Glück, ja unter anderem, dass ja der James Cameron jetzt angefangen hat mit seiner Reihe. Damals, wo er ja Avatar veröffentlicht hat, hat er ja gleich gesagt, ja, er hat Ideen bis Teil 4 oder 5 und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich mal losging. Und er darf sich mordsmäßig anstrengen, weil diese Ideen, die er für den zweiten Teil gehabt hat, die waren ja sehr, naja, für das, dass er sich, weiß ich nicht, wie lange, 12 Jahre Zeit lassen hat für das Sequel, ist ihm aber nicht wirklich was Neues eingefallen, oder? Das ist doch derselbe Bums wie beim ersten, nur im Wasser. Ja, also der Kani, glaube ich, hat es ja schon mal in irgendeiner Folge von den Lex gesagt. Ja, der hat schon mal was gesagt, ja. Er ist eher vorgekommen, als dass sie ein Doku anschauen. Und obwohl ich ein großer Doku-Fan bin, also man kann ihm nicht abstreiten, diesem Film, dass er sehr, sehr beeindruckende Bilder hat, dass er sehr beeindruckende Welten erschaffen hat, Tiere und was weiß ich, das ist super. Ob man das in 3 Stunden verpacken hätte müssen, fragwürdig. Absolut. Da sind Szenen dabei, minutenlang die Unterwasserwelt, wo es so richtig spannst, jetzt wichst er sich gerade an der Cameron, jetzt sitzt er daheim und jetzt wichst er sich an, weil jetzt macht man einfach dasselbe nochmal, nur dass man jetzt halt, anstatt in der Luft irgendwas rumfliegen lassen, irgendwas, was man dann in 3D, wo die Leute im Kino sitzen und sagen, jetzt hätte ich das fast angelangt, sitzen sie dann da und sagen, leck, das war fast wie wenn ich selber taucht war oder sowas. Da haben wir gedacht, nein, das hat sich ja so gezogen, also es ist wirklich, diese 3 Stunden, die hätte man locker auf 1,5 Stunden runterbrechen können, oder vielleicht sogar 2, sagen wir 2, aber sie wichsen sich dermaßen an auf ein ganzes Umfeld und diese recycelten Ideen aus dem ersten Teil, dass man wirklich ganz, ganz schwindelig geworden ist. Das finde ich sehr befremdlich. Also gerade so in die ersten 10 Minuten, da wird ja sehr viel erklärt, was in den 10 Jahren passiert ist, ohne tatsächlich großartig auf den ersten Teil einzugehen, was aber eigentlich dann fast schon wieder unnötig ist, weil du hast fast alle irgendwie in vielleicht einer anderen Form wieder aus dem ersten Teil dabei. Ja. Also auch, dass sie diesen Spider, also deinen Mowgli oder Tarzan da wieder eingeführt haben, wo ich mir gedacht habe, echt jetzt? Mhm. Und am bescheuertsten habe ich dann tatsächlich das gefunden mit dem, dass die Dr. Grace Augustine, der Charakter aus Teil 1 von der Sigourney Weaver, jetzt ein Kind hat, obwohl die tot ist. Wo ich mir gedacht habe, echt jetzt? Ohne Scheiß? Und dafür, muss ich aber sagen, ist die Kiri im Verlauf des Films eine meiner Lieblingscharaktere dann geworden. Okay. Deswegen bin ich jetzt ein wenig durcheinander gewesen, wie du mich gefragt hast, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass das die Sigourney Weaver, also der Charakter aus dem ersten Teil war. Ich habe jetzt den ersten nicht mehr so am Schirm gehabt, ich habe jetzt nicht gewusst, dass die gestorben ist. Ich gemeint, das ist die, weil die vom Motion Capturing oder vom Gesicht her schaut die der Sigourney Weaver sehr ähnlich. Hey, ohne Scheiß bist du da sofort drauf gekommen, oder was? Ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht draufgekommen, ich habe jetzt gemeint, das war die. Also das ist dieser Charakter aus dem ersten Film. Ich habe das nicht am Schirm gehabt, dass das die Tochter war oder das Kind, was da noch rausplumpst ist. Was hast denn du doch, der Klon oder was? Ja. So wie dieser Avatar vom Jake Sully, so dieses Ding, dass die da auch drin bleiben ist und die ist jetzt da ole. Nein, das ist mir schon klar, dass das nicht richtig war, aber das habe ich mir eigentlich gedacht. Deswegen war ich jetzt wegen durcheinander, wo du sagst, das ist das Kind. Also, Und du bist gleich von Haus aus drauf gekommen, dass das sie selber ist, oder was? Ja, also die Schauspielerin. Ja. Okay, krass. Weil ich muss echt sagen, 0. Also ich hätte das überhaupt, also ich habe mir schon gedacht, ja, okay, gut gecastet, schaut ja echt ähnlich. Für alle Avatar-Fans da draußen, sorry, aber dass man dann noch auf diese faule und dumme Idee kommt, dass Sigourney Weaver eine 14-Jährige spielt. Oh. Und das sage ich, obwohl ich Sigourney Weaver mag und nachdem ich das dann gehört habe, dass sie das ist, habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie aus ihrer Warte heraus wahrscheinlich cool, rein fürs Casting. Hey, der Schlag ins Gesicht für jeden Kinderschauspieler. Ohne Scheiß. Ja, richtig. Ich bin da nicht sofort drauf gekommen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht,
kennt man die Schauspielerin, wo kommt die noch woanders vor? Und dann habe ich in Ding geschaut, in Letterboxd, im Cast, da habe ich gedacht, was, Kiri und die Grace Augustine? Hä? Und dann habe ich mir gedacht, fix. Und als ich mir dann das Making-of angeschaut habe, ja. Oh, du hast das Making-of auch noch gegeben. Ja, ein Schlag ins Gesicht, würde ich jetzt mal behaupten. Was mich so verstört hat, das war die Tatsache, dass die ganze Scheiße, die bei mir singen, teilweise wirklich draht worden ist und mit Motion Capturing, wo ich sage, das hätte es ja überhaupt nicht braucht. Dieser Film schaut so künstlich aus. Also ich sprich ihm sogar ab, dass er ein Film ist. Das ist eine Zwischensequenz von einem Computerspiel. Eine 3 Stunden lange. Teilweise. Na, nur. Also, da ist wirklich nichts Natürliches an diesem Film. Und dass man das Ganze gedreht hat, das kennst du nicht. Das, wenn das rein aus dem Rechner gekommen hat, war das genau das Gleiche. Das sagt er Na, also, Moment. Nicht, dass du mir jetzt komplett missverstehst. Ich gebe dir recht bei ganz, ganz vielen Szenen. Und das liegt daran, dass manche Szenen mit mehr Frames draht worden sind, wie andere. Und die mit mehr Frames draht worden sind, schauen wirklich scheiß künstlich aus. Brutal künstlich. Und da habe ich sofort an ein Videospiel gedacht. Der Rest mit weniger Frames, was ja schon wieder irgendwie paradox ist, schaut natürlicher aus wie mit dem mehr Frames. Und ich habe das erst gedacht, liegt das jetzt irgendwie an Disney Plus? Ich habe ja 3 Anläufe gehabt, auf 2 verschiedene Fernseher angeschaut. Okay. Und da merke ich normalerweise schon immer so ein bisschen ein Bildunterschied, aber ich habe bei beiden Szenen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, na, das muss irgendwie vom Film kommen. Und das hat auf mich extrem befremdlich gewirkt. Verständlich. Ansonsten die Darstellung von den, also gerade von den Viechern, die einem Wal ähneln sollen, die fand ich schon sehr beeindruckend. Also das waren die einzigen Sympathen vom Film. dieser eine mit der Harpune im Flügel da in der Flosse. Ja. Das war der einzige Sympath. Nur ein Fakt, der mich auch wieder eher genervt hat. Er hat ja ein Ding wieder einbauen müssen, Kate Winslet. Nach über 25 Jahren Titanic und was weiß ich, spielen sie endlich wieder gemeinsam in einem Film. Und ich habe mir dann gedacht, und sie spielt eine völlig unnötige Rolle, die eigentlich nichts zum Film beiträgt. Ja, aber die hat sich auch wieder mitgebracht. Da hat es geheißen, hey, James, wie schaut's denn aus? Hast wieder mal ein Röllchen für mich? Also sie hat sehr viel Platz im Making-of eingenommen, okay, weil sie das halt sehr aufgeplustert haben mit dem Wow, und die spielt Kate Winslet wieder in einem James Cameron-Film mit, und dann sagt sie endlich. Sie hat sich erst nur so geniert, weil sie hat schon gedacht, oh nein, nicht wieder irgendwas mit kaltem Wasser, und dann war es aber Gott sei Dank ein ganz ruhiges Wasser und richtig toll und in dem Tank. Cool. Und, ja, also von allen Schauspielern, finde ich, haben eigentlich die meisten am besten gespielt, die Kinderrollen gehabt haben. Die war ja im Endeffekt auch der ganze Fokus vom Film, oder? Also es ist eher um das gegangen. Ich werde es auch nicht wundern, wenn der Jake Sully im nächsten Film einmal abtreten wird und dann die Jungen quasi übernehmen, weil auf das, finde ich, läuft es aussehen, dass dann einmal so eine Staffelübergabe ist, und ja, könnte man vorstellen. Das war das Einzige, wo ich sage, okay, da kann man für den 3. Teil noch ein wenig was reißen. Okay. Also ich prophezei, im nächsten Teil stirbt die Neytiri. Okay. Und er stirbt erst dann in Teil 4 oder 5. Aber an gebrochenem Herzen dann. Das können nämlich Männer können das nicht so leicht verkraften, wenn Frauen sterben. Okay. Ansonsten, also wir müssen jetzt nicht unbedingt spoilern, welcher böse Protagonist da wieder zurückkommt, aber wie hast du die Tatsache gefunden, dass dieser jemand wieder kam? Also ich fand es jetzt an sich, haben wir gedacht, okay, wieder keine neue Ideen, aber dann waren wir halt den ganzen Bums vom ersten nochmal auf, und dann haben wir halt diesen Charakter nochmal mit ein. Und da ist gut, wenn ich jetzt das so sage, dann weiß man es, aber mein Lieblingscharakter aus dem ersten Film, wenn der wieder kommt, habe ich mir gedacht, lieber so als wir gar nicht. Und und der hat wieder sauber aufgeräumt, hat er wieder gut gemacht, finde ich. Also das fand ich den Umständen entsprechend angenehm, muss ich sagen. Wie geht's denn dir? Also mir hat's auch gefallen, dass Michelle Rodriguez endlich wieder da war. Michelle Rodriguez, okay. Ja. Die meine ich nicht schon, ja. Was? Wie schon gesagt, das war so meine Abrundung der ersten 10 Minuten, wo ich mir gedacht habe, Alter,
ohne Scheiß, ihr habt so lang gebraucht, um den zweiten Teil rauszubringen und dann ist das Ergebnis. Genau. Nix. Ihnen ist wirklich nix eingefallen. Gar nix. Ja. Gar nix. Sie haben nur Versatzstücke genommen aus dem ersten, haben sie gedacht, okay, dass die Leute nicht von Haus aus sich schon beschweren und dann wieder denselben Chaos aufgewärmt kriegen wie im ersten, macht man es einfach mit Wasser, weil dann haben sie nämlich alle zufrieden und alle sagen super. Das ist das Einzige. Also wirklich, wir haben sonst nichts anderes. Die Menschen kommen wieder, reißen den Navi einen Arsch auf, die Navi müssen sie wieder zusammenraufen und dann holen sie zum Gegenschlag aus. Bumm, der Film ist aus. Derselbe Käse wie der erste. Seien wir nicht besser. Also dieser James Cameron, er war ein visionärer Regisseur. Der hat so geile Sachen gemacht. Siehe Terminator 2, Aliens. Er hat eine von den besten Fortsetzungen im Horrorgenre gemacht. Und das, was er da jetzt mittlerweile abliefert, das ist wirklich nur noch Zeug aus derselben Schublade raus. Also wirklich total kreativer Tiefflieger mittlerweile. Also visuell nicht. Visuell ist es schon beeindruckend. Ja, visuell, das haben wir beim ersten auch schon gehabt. Super cool, visuell, 3D, Weltklasse und jetzt rumpeln wir alle ins 3D-Kino rein. Ja, mittlerweile kann kein Schwanz mehr 3D sehen, jetzt müssen wir aber dann wieder so und so müssen wir es machen. 3D, das macht man jetzt wieder salonfähig. Ja, ich wollte jetzt gerade eher einen Tipp geben, vielleicht sollte er auch eher in die Videospielbranche halt dann gehen. Da kann er da seine Welt erschaffen und dann da Kohle. Aber, ich wollte gerade sagen, und da Kohle machen, er hat ja wieder es geschafft und hat sehr viel Kohle eingespielt. Ja, wie es wieder eine Gruppe sind. Ich habe ein paar so Kandidaten bei Facebook gesehen. Wenn es uns Herz, das wisst ihr, ich habe euch gesehen, die sind teilweise 10 Mal in diesen Scheißfilm eingegrumpelt. Teilweise 10 Mal, Freunde. Was soll das? Habt ihr die Geschichte nicht verstanden beim ersten Mal, oder was? Muss man die 10 Mal anschauen, den Schrott. Unfassbar. Das hat mich direkt wahnsinnig gemacht. Da wollte ich schon was schreiben drunter und mir gedacht, scheiße, ich bin keiner von denen Internet- oder Facebook-Rambos, da schreibe ich jetzt gar nichts, aber Wahnsinn. Jeder Cent ist dort schon. Und dann schauen wir es in 10 Mal an. Wahnsinn. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu kritisch unterwegs. Von allen Leuten, das war ja Weihnachten rum, sowas letztes Jahr, die im Kino waren, mit denen da geredet haben, die waren alle total begeistert. Bis auf den Kani, der hat einen Wingerl. Bis auf den Kani, aber den zähle ich ja zu, hoffentlich ziehe ich den zu unserem Sumpf da dazu. Ja, sehen wir dazu. Einer von den Guten. Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Vielleicht ist das wirklich dieses Kinoerlebnis, wo man dann wieder sagt, ja, das ist ja mir scheißegal, die Geschichte, aber Hauptsache es hat wieder sauber geknallt und es ist wieder schön was rumgeschwommen. Aber ich bin daheim gesessen und hab mir eigentlich nur die ganze Zeit gedacht, habe ich schon gesehen, Kenny aus dem ersten Teil, ist nur recycelt aus dem ersten Teil, CGI-Mittel, oh Gott, jetzt passiert das haben wir im ersten auch schon gehabt. Also ich bin wirklich da gesessen und hab mir gedacht, das ist wirklich Malen nach Zahlen. Tatsächlich habe ich mir auch gedacht, wahrscheinlich ist es im Kino irgendwie ein bisschen anders wie Muss so sein. Im Heimerlebnis. Muss so sein. Und also diese Zwischenhandlungen, die dabei sind, diese kleinen Zwischenhandlungen, dass sie quasi diese Navi-Kinder, die wir kennen, die Blauer und dann diese anderen, diese grün angehauchten, dass sie die Kinder untereinander nicht verstehen und hänseln sie gegenseitig und der eine ist dann immer der Aufbrausende und der Vater ist dann wieder gegen diesen Aufbrausenden, wobei der Aufbrausende recht hat. Das ist diese Tropen, die kennen wir aus 1000 Filmen und da ist ja wirklich nichts eingefallen, dass man so ein Zeug auch noch mit rein scheißen müssen. Unfassbar. Und dann auch noch diese Kreativität, weil diese Navi, die am Wasser wohnen, die macht man dann grün und dann gehen wir ja nur schwimmen heute. Zack, das war's dann. Also, vor allem im ersten Teil hat man nicht einmal annähernd, hat's irgendwas geheißen, da gibt's noch andere wie uns, aber die sind dann hin und her. Das haben wir sich dann alles aus den Fingern gesaugt jetzt für den zweiten. Wenn es jetzt geheißen nicht im ersten, ja, da gibt's verschiedene Rassen von uns und was weiß ich, aber das wird jetzt einfach so behauptet und, jetzt macht man den zweiten Teil aus dem Maus. Schwimmen heute? Echt? Ja, die haben zwischen die Finger, die hat doch so komische Finger gehabt, und wenn sie dann die Finger auseinander da haben, dann hat das ausgeschaut, wenn sie dazwischen so Schwimmhäute gehabt hätten. Oder ihre Hände waren von Haus aus größer. Ich habe mich nur noch daran erinnern können, sie haben einen dickeren Schwanz gehabt, wie die Blauen. Steile These, habe ich nicht gesehen. So genau habe ich nicht aufgepasst. Das haben sie aber ein paar Mal thematisiert im Film. Ach, du weißt jetzt nicht, was ich meine. Naja. Ich würde jetzt einen Schwanzwitz machen, okay. Der dickeren Schwanz haben sie auf alle Fälle gehabt. Ach so, ja. Tut mir leid, ich dachte, wir sind jetzt gerade so extrem im Rage-Modus, da sind wir nicht mehr lustig. Kein Platz mehr für Humor, kein Platz mehr. Genau. Ja, dickere Schwanz haben sie gehabt, ja. Deswegen hat der Sally gleich so gespürt, wie die gekommen sind mit den dritten Schwanzen, hat er gleich gesagt, oh, wir müssen uns unterordnen, die haben dickere Schwanz wie mir. Sag nicht, Ja, doch, ich darf sagen. Ja, dann mach
für das, dass wir eigentlich halt nicht über die Handlung reden wir jetzt schon ganz schön lang. Deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, bevor wir nämlich jetzt noch mehr in diese Food-Thematik mit reingehen, versuchen wir jetzt mal über was Positives zu reden und sagen wir jetzt mal Top und Flop. Also, du darfst jetzt mal was Positives sagen und dann darfst du so richtig schimpfen. Ja, positiv ist es wirklich schwierig. Also, weil die Sachen, die wo ich dann gesagt hätte, okay, die haben jetzt anschaubar, das hat man, wie gesagt, im ersten auch alles schon gesehen, aber was mir dann taugt hat, auf die Tatsache, dass das komplett unrealistisch ist, dass ich mit ein paar Steckern aufs Militär losgehe und dann auch noch der Stärkere bin, hat mir das Finale recht taugt, weil da ist richtig rund gegangen und da haben sie auch ein paar coole Sachen drin gehabt, das hat mir gefallen und das war dann auch nicht langweilig, da hat sich dann wirklich was kreiert und hab mir gedacht, ja gut, die letzte Dreiviertelstunde gut, dass ich mir es noch gegeben hab, weil da haben sie jetzt nochmal anständig einen aufzickert. Also das Ende war cool, coole Action. Er hat auch, finde ich, für so eine 12er Freigabe, wo ziemliche Härten drin gehabt. Also so mit Pfeile treffert Leid und ich glaube, dass so mal sogar ein Arm abgeschnitten wird oder abgerissen wird oder irgendwie so. Ja. Er hat schon ein paar so Härten drin für der 12er. Also das war schon streckenweise ganz ordentlich. Mhm, okay. Ja, fand ich gut. Mei, und jetzt das andere, was mir nicht gefallen hat, das habe ich jetzt die ganze Zeit eigentlich schon gesagt. Also, wie gesagt, was ich absolut beschissen finde, ist diese absolute Kreativitätlosigkeit, mit der da rangegangen worden ist. Also sowas Fauls wie Avatar 2 habe ich schon lange nicht mehr gesehen, was wirklich so viel Kohle gekostet hat, was so viele Jahre in der Produktion war, in der Entwicklung, mit so einem starken Regisseur, der James Cameron eigentlich ist, hat mich schockiert, wie was das für ein fauler Film ist. Das hat mich wirklich schockiert. Aber weißt du, warum das so lange gedauert hat? Sprich? Also unter anderem haben sie eben eine neue Kamera entwickeln lassen, haben eine neue Kamera entwickeln müssen, weil eben dieses, wie heißt das Capturing? Motion Capturing. Danke, das Motion Capturing unter Wasser nicht so gut funktioniert hat, weil ja dann die Punkte immer wieder verschwommen waren. Okay. Also das hat ewig gedauert. Ah, was war noch? Ah ja, die Entwicklung von diesen ganzen Unterwasserviechern und dieser Unterwasserwelt. Ah, okay. Der hat ja zig verschiedene Arten dann da nur entwickelt und das hat ewig gedauert. 12 Jahre lang. Aber wie gesagt, sie haben sich da dann scheinbar wirklich nur auf das Visuelle konzentriert, aber storytechnisch war das Durchfall. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, diese Welten, Ich mag jetzt ja nichts mehr sagen, aber ich fand halt das Ganze einfach sehr faul, wenn man sagt, okay, man hat jetzt diesen Vorgänger, der wirklich was gezeigt hat, also zu der Zeit was nice gezeigt hat und wirklich mit dem Worldbuilding gepunktet hat und der zweite ist wirklich nur also eine richtig billige Kopie. Da hat das Ganze, das Neue nichts rausgerissen, weil es war ja auch, finde ich, nur Viecher, die es bei uns auf der Erde gibt, aufgeschwanzt mit irgendwelchen Sachen und die sind dann diese Pandora-Viecher. Also ich weiß nicht, ob man da 12 Jahre lang irgendwo in der Produktion sitzen muss, bis an der Kopf verraucht, dass ich sagen muss, okay, ich mache jetzt den Wal und der Wal hat jetzt einfach anstatt zwei Flossen hat er 4. Cool, das macht man. Aber scheiße, jetzt so wie 2 Jahre braucht für die Idee. Naja. Ich glaube, für den Wal werden es nicht so lange gebraucht haben, aber die anderen 2 Viecher da, die Hauptviecher. Ja. Das eine Fliege, Fischviech und dann noch das Delfinartige, ja. Kobi, wie schaut's denn bei dir aus? Positiv habe ich gefunden, dass man am Anfang, wo die Menschen dann wieder auf Pandora kämmern, mal kurz mal so diese Hauptfestung sieht, wo es dann geheißen hat, also da sieht man dann so komische spinnenartige Roboter, wo dann irgendjemand kommentiert, ja, innerhalb von wenigen Tagen können die fast schon eine ganze Stadt irgendwie hochziehen. Das fand ich cool, weil ich glaube, dass das sehr viel Potenzial hat, dass da das nur mal gewaltig scheppert. Also irgendwie beim dritten Teil, ich glaube, du hast es mal gesagt oder so, da wird es wahrscheinlich irgendwie so um dann Feuernavi gehen und ich hoffe halt so auf ein richtig fettes Finale. Kann ich mir auf 3 Stunden schon ziemlich cool dann vorstellen. Und vor allem, wenn halt dann da die Menschen jetzt so industriell stark vertreten sind und da so schnell so eine Hauptstadt oder sowas affizieren können, wird, glaube ich, spannend. Okay. Und Flop, ich bin 3-mal eingeschlafen. Aha. Und ich habe ehrlich gesagt nach dem ersten Mal schon keinen Bock mehr gehabt, dass ich mir fertig anschaue, weil alles, was da drin vorgekommen ist, für mich völlig belanglos war. Also allein nach den ersten 10 Minuten habe ich tatsächlich aktiv schon wieder das Abschalten angefangen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie sowas empfunden wie, oh, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
es war mir tatsächlich alles ziemlich egal. Weil es halt unglaublich schwierig ist ja auch, dass man zu diesen Figuren ja auch einen Bezug entwickelt, finde ich. Durch diese Künstlichkeit. Nicht einmal. Wie schon gesagt, die Kiri habe ich irgendwie cool gefunden, aber es sind 3 Stunden. Es sind 3 fucking Stunden. Es ist eine Unterwasserwelt, die zwar sehr, das streite niemanden ab, sehr kreativ gestaltet ist und wunderschön ausschaut, aber wenn ich jetzt mir denke, ich schaue mir 3 Stunden lang einen Blockbuster an, der nur mal was auf Avatar draufschmeißen möchte, dann war das schon echt scheiß belanglos. Und dass du sagst, dieser Schlusskampf war cool, da war das einzig coolste der Wahl. Der Rest hat mich irgendwie nicht interessiert. Geh jetzt mal einen Schritt zurück, dann kämpft dieser eine Stamm gegen dieses eine Schiff. Und das war's. Richtig. Und naja, das ist irgendwie belanglos. Ich weiß das. Ja, natürlich, es ist belanglos, aber es war halt von der Inszenierung her cool. Also das war halt etwas, was mich wirklich bei der Stange gehalten hat. Wo man sagt, okay, mit ein paar Ideen drin und hin und her und was heißt Ideen? Es waren ein paar so cool, so Spektakelszenen, wo ich gesagt habe, ja okay, jetzt wird er ein wenig auftrumpft, jetzt kann halt Anlage ein wenig sagen, was kann, auch vom Sound her und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt kommt die große Innovation am Schluss. Jetzt sehe ich was ich noch nie vorher gesehen habe. So natürlich nicht. Aber das hat mich halt wenigstens unterhalten. Ja. Gut, dann machen wir mal noch die wichtigste Bewertung des Films, und zwar den Triple Threat. Sehen wir in diesem Film Titten? Das ist jetzt so eine Sache. Schon, gell? Es ist eigentlich schon, beziehungsweise immer fast. Immer fast. Ja. Richtig. Haben's nix an, aber Nippel haben's auch nicht. Ja. Also von dem her schwierig zu beantworten. Also Navi-Busen, sagen wir Navi-Busen. Ja, also dann sagen wir mal ja. Gut, dann sehen wir Trompeten. Nicht, dass ich wüsste. Na, hätte ich jetzt auch eher nah gesagt. Und dann sehen wir tote Tiere. Ja, massenhaft, oder? Pandorische Tiere, ja. Pandorische Tiere, genau. Gut, also das heißt, wenn man von Triple Threat schon mal 2 erfüllt. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Guter Film. Tatsächlich, ich kann mich an keine andere Folge erinnern, in der wir über einen Film so viel geschimpft haben wie in dieser. Das stimmt. Das ist, ich wüsste es jetzt auch nicht. Außer ich bin nur beim Godzilla. Godzilla, wenn wir letztes Mal wieder angehört, unsere Shin-Godzilla-Folge. War super. Ja, für die. Ja. Ich habe mir auch gedacht, leck, das ist ja nur ein Ranten über diesen Film. Aber das fand ich dann doch sehr lustig. Da hätte ich mal sehr gerne einen zweiten Teil gewünscht. Muss ich sagen, der zweite hätte Potenzial gehabt. Ja. Aber gut. Aber wer mal wie richtig, dass sie 3 Stunden lang so richtig die Dröhnung geben möchte, das wird sie dann vielleicht einmal was Reduziertes anschauen mit richtig geile Ideen drin. Und zwar Beau is Afraid vom Ari Aster. Den habe ich vor kurzem angeschaut und das war ein Ding, wo ich sage, wow, krass, das ist Kreativität. Aber so recht viel mehr mag ich gar nicht ausholen. Über den reden wir so einmal gesondert, weil da so viel drin steckt, dass, dem werden wir jetzt so nicht gerecht und kehren jetzt da nicht her, aber der war Wahnsinn. Der hat 3 Stunden so richtig gesagt, was er kann. Das ist schön. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich den mal sehen darf. Ja, tu es. Und ich wollte eigentlich schon noch mal kurz mit was abschließen, was zumindest Avatar 2 betrifft, was mich auch aufgeregt hat. Dieses Mal habe ich es so gemacht, dass ich mir nicht nur das Making-of angeschaut habe, sondern ich wollte wissen, was denn so andere Leute dann darüber sagen. Ja. Und habe mir dann ein paar Kritiken angeschaut, eigentlich 2. Eine, die war so halb positiv, der hat selber nicht genau gewusst, was er dazu jetzt genau sagen soll, der war ein bisschen überfordert. Und der andere, ich will jetzt Namen auch nicht sagen, ich habe aber sogar bei der Hälfte der Kritik dann abgebrochen, weil der so viel in so kurzer Zeit über diesen Film geschwärmt hat. Wahnsinn. Und ich bin gar nicht mitgekommen. Also der hat so extrem schnell geredet, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, Alter, du nervst mich genauso wie der Film. Okay. Und ja, irgendwie, er ist unter einem ganz schlechten Stern jetzt diese Woche da bei mir gelaufen. Es tut mir irgendwie im Herzen ein bisschen weh, dass wir jetzt da so viel drüber geschimpft haben, weil, wie schon gesagt, zum einen Respekt, dass die die Frau Weaver,
Sigourney. Sigourney Weaver das mitgemacht hat, dass sie die Kiri gespielt hat, weil das ist für mich eine der ikonischsten Schauspielerinnen, die es heute noch gibt. Mhm. Aber wie schon gesagt, eigentlich auch wieder diesen Schritt zurück, wenn man sich das mal überlegt, dann ist das einfach nur frech. Mhm. Ja, anders kann man es nicht sagen. Schauen wir mir uns noch einen dritten Teil an, wenn er kommt. Ja, ich glaube schon. Ja, unbedingt. Es kann nur besser werden. Richtig. Und wenn es noch schlechter wird, dann leckt mir Musch. Aber wie gesagt, ich brauche von jedem Trägermuster und ich werde auf alle Fälle reinlunzen. Aber da bin ich echt gespannt, was sie uns da noch sagen wollen. Genau. Kani haben wir halt mit Absicht nicht dabei gehabt, weil der hätte wahrscheinlich wieder über den Film geschwärmt, nachdem er das zweites Mal gesehen hat. Ich glaube eher, dass er sich so in Rage geredet hätte, dass er vom Mikro abbissen hätte. Ach so. Glaub ich. Okay, na gut. Dann sagt uns bitte in die Kommentare, was haltet ihr von Avatar The Way of Water und habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen Respekt verloren von euren Lieblings-Viva la Movie-Illusion-Moderatoren? Überhaupt nicht, wie gewusst denn, weil wir die Leute Augen geöffnet haben. Oder so viel drüber geschimpft haben. Die sitzen jetzt da und sagen, alle, Wollecker, der hat ja recht, die haben alle zwei recht, was ist denn los? Ja, aber falls nicht, dann schreibst du runter, was habt ihr richtig geil gefunden in dem Film. Unbedingt. Oder wo stimmt es uns zu und was haben wir vergessen, was ist nur so richtig scheiße. Richtig. Dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir über den Film reden, wieder mehr Positives sagen können. Und dann, Mike, vielen Dank für diesen schönen Talk, zumindest mit dir. Sehr schön, sehr schön. Wir hätten mal über einen guten Film reden können, gell? So wie Hellraiser 4, aber der kommt noch, versprochen. Also jeder, der wo jetzt ein feuchtes Höschen kriegt, weil wir mir über Hellraiser 4 reden, kommt noch. Oder, genau. Und der braucht aber dann ein Steady-Abo. Oh ja, Fortsetzung. Also macht schon mehr Abo. Genau. Und damit es gleich am Start seid, wenn wir mir über Hellraiser 4 reden. Richtig. Bloodline. Und dann sag ich schon mal bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. Und ich sage jetzt absichtlich nicht auf Pandora, sage ich nicht. Aber merci fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal. Servus und habe Dere. Adieu.